Ciao zusammen und willkommen zur 5. Episode von Café Totti. Jawohl, es ist wieder FIFA 16 Zeit. Und bei der letzten Episode ist auch der Totti zweimal Spieler des Tages wurde, beziehungsweise hat zweimal die höchste Wertung gekriegt. Und durch das hat es 2 Upgrades gegeben, die ihr können entscheiden könnt. Ich habe euch dann Paar 1 und Paar 2 vorgestellt und ihr habt euch ganz klar für Paar 1 oder beziehungsweise Paar A entschieden. Das sind hier in Namen in Linksverteidiger der Nagatomo mit hammergeiler Wert und der Innenverteidiger der Marciello. Ich habe den extra auf die rechte Seite getan, damit sich es ausgleicht, nicht dass die linke Seite stark ist und die rechte schwach, also auch so ein bisschen einen Ausgleich probiert herzukriegen. Und ich hoffe, dass ich bei dem nächsten Spiel nicht nur von viel Glück in der Verteidigung profitiere, sondern auch ab und zu mal vom Können von meinen Spielern. Es ist auch von mir. Bevor wir das aber sehen in der Action, möchte ich noch auf ein paar Punkte eingehen. Und zwar sind es eure Kommentare zum allerersten. Grüße der Enrico LP, denn der hat sich das unbedingt gewünscht, dass ich das mache. Und somit mache ich das. Also liebe Grüße an die Enrico. Wenn du auch von mir gegrüßt werden willst, dann schreib doch das unten in den Kommentaren rein. Dann grüße ich dich sehr gerne beim nächsten Video von Café Totti. Kommen wir zum nächsten Kommentar, der ist vom Valeri. Zuerst natürlich ein riesiges Dankeschön an deine motivierenden Worte. Ich will es noch kurz zitieren. Er findet es hammer cool, wie viel Zeit in meine Videos investiere. Es ist wirklich sehr viel Zeit, muss ich sagen, aber ich mache gerne für euch. Es soll ja auch einigermaßen qualitativ sehr gute Videos sein und ich hoffe, das ist auch so. Und ihr zeigt mir das natürlich mit einem Daumen nach oben jeweils. So, das ist auch abgehoben mit dem Daumen nach oben. Dann würde er sich extrem freuen, wenn ich wieder mal etwas mit Martin zusammen machen würde. Das letzte Video mit Martin war ja ein Collab, auch mit den Super Swiss Bros. Wenn du das Video nicht siehst, ist das natürlich unten in der Videobeschreibung verlinkt. Wenn aber auch ihr findet, dass ich einmal etwas wieder mit Martin machen soll, mit FIFA, als Full Draft oder was auch immer, dann lasst mich das mit einem Kommentar wissen. Aber noch viel wichtiger, schreibt das bei einem Video von Martin in seine Kommentare, weil sonst kriegt er das gar nicht mit. Ich kriege es mit, ich weiß, ihr möchtet das, aber schreibt es auch bei ihm rein, damit er das mitkriegt. Und dann, ja, ist es auf beiden Seiten, ist die Information dann vorhanden. Das wäre doch geil, wenn ihr das auch noch so machen würdet. Kommen wir jetzt aber zum nächsten Punkt. Und zwar ist das der Yari E. Er gratuliert mir zu 400 Abonnenten und das muss ich mich gerne an, aber was ich noch viel lieber machen ist, also so eine Gratulation an ist, ich will euch danken für euren riesen Support an dieser Stelle, für mich, eure Likes, eure Kommentare, einfach alles, was ihr für mich macht. Danke vielmals. Ich habe das auch schon in anderen Videos erwähnt und ihr erwähnt es sehr gerne nochmal. Es kommt wirklich von Herzen. Danke, danke, danke. Ohne euch wäre ich nicht. Ihr seid die geilste Community für mich. Ist auch klar, ihr seid meine Community. Kann das nur die geilste sein, weil ich auch der geilste bin. Also, danke nochmal und somit kommen wir gerade zum nächsten Kommentar. Und das ist vom Italiano. Er will von mir wissen, wie wir haben können die Dybala leisten. Ja, ganz einfach, ich zeige es euch. Erstbesitzer, jawohl! Ich habe den mal in einem Pack gezogen, wo ich mit dem Handy geöffnet habe. Darum ist es auch nie in einem Pack open und in einem Video gekommen. Den habe ich mir mit Glück in einem Pack ziehen. So einfach bin ich zum Dybala gekommen. Dann jetzt nochmal eine Frage. Ja, und zwar der 5 Breeds. Kannst du mal Dating Simulator spielen? Wieso soll ich das machen? Ich habe dann ein bisschen erforscht, umgeforscht und herausgefunden, dass der Teselberg von der Super Swiss Bros das gemacht hat. Und ja, er ist, glaube ich, ziemlich erfolgreich gewesen. Wenn ihr wissen, wie erfolgreich ist, auch das unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und ihr findet, ich soll das wirklich machen, denn ich habe an sich die Challenge schon akzeptiert. Aber ja, ich bin da nicht wirklich gut in so Sachen. Aber wenn ihr findet, ich soll das wirklich machen, schreibt doch das auch unten in Kommentare rein mit Hashtag DatingKing. Oder nur Dating. Das langt auch mit King, würde ich jetzt wenig sagen. Aber wer weiß, vielleicht bin ich da gleich. Ja, das war jetzt mit diesen Kommentaren, auf die ihr unbedingt eingehen wollt. Und jetzt starten wir doch, sobald ich den ersten Gegner gefunden habe, mit der Action auf dem Feld. Und da haben wir unseren ersten Gegner. Ich treffe mich dann wirklich noch auf so komische Mannschaften, weil ich sollte wegputzen, aber wird mir nicht Mühe haben. Aber ich gebe wieder mein Bestes für euch da draußen. Ist doch klar. Da kommt Totti, macht's Goal. Ach, irgendwie ist jetzt der noch rein abgelenkt worden. Was für ein Scheiß-Goal, aber auch mir egal. Der Gegner spielt nicht da. So viel zu dieser Information. Der Gegner spielt einfach nicht. Ist auch wieder so einer, der kommt, alles durchlaufen lässt und nicht spielt.
Goal, yay, yay. Dort ist Schuss und die Riesenkiste. Wow, gegen einen Gegner, der nicht spielt. Ja. Gegner mal anfangen zu spielen, hey, das glaube ich ja nicht. Hey. Er fährt wirklich an spielen. In der 84. Minute fährt er an spielen. Fährt er echt an spielen? Das glaube ich doch nicht. Die ganze Zeit nicht gespielt und jetzt fährt er an. Und jetzt merkt man auch, wieso nicht gespielt hat, weil er nicht kann. Weil er nicht kann richtig. Einmal mehr ein dummer Sich in FIFA 16, wo er nicht spielen wollte. Gegen Schluss hat er wieder gespielt, aber ja, ich will gar nicht mehr darüber reden, sonst regt mich nur noch mehr auf. Auf jeden Fall, der Miralem Pjanic ist unser Spieler des Tages geworden. Somit kriegen wir eine Special Card ins Mittelfeld. Und die Special Card ist Team of the Year Paul Pogba. Der verstärkt jetzt unseres Mittelfeld an. Extrem krank geile, krasse Karte. Und schauen wir die Werte. Tempo 84, Schuss 87, Pass 90, Dribbling 93, Defensiv 80, Physis 94. Und mit dem verbesserten Team suche ich jetzt unseren nächsten Gegner. Da haben wir unseren nächsten Gegner. Reins Franzosen-Team. Bronze, Silber, Gold und der Inform Young. Also der Gegner wird sicher verdammt schwer. Und ich versuche das zu gewinnen. So, erster Angriff können wir hier starten. Kedira, anderer Pfosten. Ich hätte natürlich Sweat, aber habe jetzt am Anfang nicht wählen. Und jetzt der Gegner hier im Angriff mit seinen wahrscheinlich sehr pacigen Spielern. Wir können hier anfangen, aber nicht richtig. Oh, was für eine Passstaffette gerade. Was für eine Passstaffette. Komm, Claudinho, komm. Jawohl, jawohl. Und jetzt flanken wir nach halb rein. Und sein Verteidiger holt ihn. Nein. Oben links läuft der Gaudio. Komm, Gaudio, der holst du jetzt. Jawohl. Sehr schön, Gaudio, sehr schön. Komm, zack, zack. Jawohl, rein. Bam. Pam. Und Ball, komm, und jetzt an ihn! Nein, Goalie hat ihn! Foul, Penalty! Hey, das gibt's doch nicht! Aber jetzt haben wir noch die Baller, Schussabtäuschung und Pam! 1:0! Boah, was für ein verdientes Goal ist das jetzt gewesen? Nachdem wir das erste vom Goalie gehabt haben, dann werden wir umgetatscht, kein Foul, nichts. Aber wenigstens die Baller macht's 1:0. Oh, Fehler vom Gegner, können wir es ausnutzen? Komm! Jawohl, wir können es ausnutzen zum 2:0! Yes! Der Gegner über der Seite probiert da etwas. Was macht er? Er läuft und wir können eigentlich abblocken, aber jetzt haben wir ihn. Jawohl, jetzt haben wir die Sache geklärt. Jawohl, wir haben es geklärt. So, Kamara, komm, Kamara, direkt, bam! So, was für ein Passspiel da. So, komm, und jetzt schön in die Tiefe, jawohl, komm, Totti, jawohl, Totti zum 3:0. Boah, zuerst fast denken, der wird nicht reingehen, aber dann ist er doch noch souverän rein, der Schuss. Da habe ich gedacht, fuck, jetzt habe ich einen Fehler gemacht, aber nein, Totti macht das souverän. 3:0. Gegner mit einem ganz schönen Goal. Aber was habe ich auf der Seite schlecht verteidigt, brutal schlecht verteidigt. Und ja, die Verteidigung ist auch nicht gut. Also, scheiße. Eine Ecke, kurz treten. Jetzt kommt Flanke und da hinten haben wir irgendeinen, aber der kommt nicht an den Ball. Und kann der Gegner, er kann es nicht klären. Kamara, kommt. Oh, schade. Aber wir haben wieder Kedira mit dem Schuss und sein Goalie hebt den noch. Was war aber für ein Schuss von Kedira? Gegner mit dem Freischuss. Er hat da der Griezmann, er schießt direkt. Und wir können das noch mit dem Verteidiger und mit dem Goalie zusammen klären. Komm, die Gaudio. Und jetzt, laufen da vorne, lauf die Balle. Jawohl, komm, lauf. Lauf, zack, Scoop dann und... Nein, sein Goalie hebt den! Komm, Kamara, komm, lauf. Und jetzt da in der Mitte, komm. Wer ist das? Pogba. Wird gefoult und das heisst Freistoß. Totti. Da ist der Francesco Totti, hat den Freistoß. Macht ihn natürlich gerade direkt. Komm, Totti, hau den rein, nein, an die Latte. Oh shit, Nyang. Und Goalie hebt, sauber. Da kommt gerade wieder zum Dybala, jawohl, Dybala und... Der sein scheiß Goalie hebt alles. Der Hostis, so ein scheiß Goalie, der hebt einfach alles. Jetzt Dybala, komm, jawohl. Zack. Dybala, jetzt, komm, mach's! Jawohl, 4:1! Meine Güte, das Goal ist jetzt schon hoch verdient, aber es ist so überfällig, das ist unglaublich. Jetzt haben wir noch eine Ecke, die Ecke gehen wir weit raus. Und da haben wir den Kamara
Kamara und sein Goalie, der ist unglaublich, was der fischt. Unglaublich, was der raushaut. Unglaublich. Oh, nochmal raus zum Kamara. Kamara. Und jetzt jetzt schießt er vorbei, aber das ist es auch gewesen, mit dem zweiten Spiel, wo wir 4:1 gewinnen können. Mit seinem Hattrick hätte die Baller es natürlich verdient, zum Spieler des Tages zu werden. Und da er natürlich schon auf die höchste mögliche Karte ist, kommt die zweithöchste Karte und das ist der Totti, ganz knapp vor dem Pogba mit 8,5. Und somit gibt es am Schluss für euch wieder 2 Spieler, die ihr könnt einer davon auswählen, der neu ins Team kommen wird. Dann können wir jetzt den ersten Angriff gerade mit dem Kamara hier starten. Komm Kamara, komm, schiess ihn und er kann ihn blocken, der Hund. Und er geht raus. Rage Quit, gerade so schnell. Ja, keine Wertung, also können wir das Spiel auch nicht nehmen. Und das heisst, wir suchen einen neuen Gegner. Endlich habe ich wieder einen Gegner gefunden und der hat ein komisches, interessantes Team. Kann ich nicht einschätzen, wahrscheinlich wird der gut sein. Ich weiss es nicht, auf jeden Fall gehen wir jetzt ab ins Spiel. Und Gegner einen schönen Angriff, aber unser Goalie kommt rechtzeitig raus. Kommt Totti, jawohl, da übrig, Kamara, läuft und jetzt bringt er die Flanke und da hinten wir den Di Gaudio, kriegt den Ball nicht, aber der Totti und der schießt auch nicht ins Goal. Ist er abgelenkt worden? Ich glaube schon. Aber wieso hat der Totti 7? Ich habe doch dem letzten Mal die Szene gegeben. Wieso hat er jetzt 7? Wahrscheinlich wegen dem Pogba oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall hat er jetzt eine 7. Ist mir mal aufgefallen. Wir haben eine Ecke. Hier wird getreten, natürlich vom Totti, die geht hinterher, verlieren wir natürlich das Kopfballduell. Die Baller macht den Freistoß gerade selber. Er haut ihn nämlich direkt aufs Goal, aber sein Goalie kann es parieren. Gewinnen wir das Kopfballduell? Ja, wir gewinnen das. Nagatomo, komm, setz sie durch. Ah, schade. Schön abgefangen. Da durchspielen, jawohl. Und da kommt der Pass, aber der ist sicher im Offside. Und auch wenn nicht, er wäre am Goal vorbei. Wieso hat er die Szene? Die Ball hat die Szene. Wieso auch? Oh, schöner Pass. Jetzt Kamara mit dem Schuss und mit dem 1:0. Endlich Führung zum 1:0 in der 29. Minute. Und der Gegner quittet. Ja, 1:0, hat noch einen Ball nicht gehabt und dann geht er einfach raus. Und Spieler des Tages ist der Kamara. Ist ja klar, er hat das einzige Goal gemacht. Somit kriegen wir einen neuen rechten Flügel. Und wer wird das sein? Das sehen wir gerade jetzt. Juan Ignacio Gómez. So heisst unser neuer rechter Flügel, wo der Kamara ersetzt. Und er hat eigentlich ansehnenswerte Wert. Das klingt auch wieder super, aber ihr wisst ja, was ich meine. Mit Tempo 85, Schuss 68, Klasse 67, Dribbling 77, Physis 67. Dazu kommen jeder erste Spezialbewegung und schwacher Fuß. Der wird der Kamara, sollte eigentlich vergessen machen. Da ist das auch wieder ein komisches Deutsch von mir. Scheißegal, denn jetzt kommen wir zu einem wichtigen Punkt, und zwar der Abstimmung von den Spielern, wo ihr könnt euch entscheiden könnt. Ich kann 2 Innenverteidiger anbieten. Das Problem ist, der Innenverteidiger, den ich wählen noch nicht, den gibt es nicht mehr. Beziehungsweise es gibt ihn nur als Serie B-Version, nicht als Serie A-Version. Somit kann er nicht einbauen, weg der Chemie. Und ich will ja alles auf Serie A haben, weil Totti Jahrzehnte seit Anfang an Serie A mit Roma. Also muss ja ein Serie A-Spieler dann einfach automatisch logischerweise sein. Kommen wir also jetzt zu den 2 Spielern, die ich euch vorstellen will. Ihr kennt die schon, denn das sind die 2, die ich schon letztes Mal kann, als Paar B und Paar 2. Und da haben wir zum einen den ersten Spieler, den ich aussprechen kann, der Innenverteidiger mit Tempo 77, Defensive 74, Physis 72 und der Rechtsverteidiger auch mit Tempo 77, Defensiv 73, Physis 76. Wie gesagt, ich kann beide nicht aussprechen und werde mich sicher wahrscheinlich nicht daran erinnern, wer im 1 und 2 gesagt haben. Also, wenn ihr einen Favorit habt, schreibt ohne Kommentare rein mit Hashtag Tore für den Rechtsverteidiger und Hashtag YOLO für den Innenverteidiger. Wenn ihr denkt, nein, die sind so schlecht, du musst andere Silberspieler nehmen, die besser sind, dann schreiben ohne auch in Kommentare den Namen von dem Spieler und alle anderen sollen dann den Kommentar hochliken, damit ich weiss, hey, ihr wollt lieber den Spieler als einen, den ich euch vorschlage. Das ist mein Angebot noch ein neues. Also ihr könnt selber noch entscheiden, ob ihr vielleicht doch noch eine dritte Option habt, wenn euch die 2 Optionen, die ihr anbieten, nicht passen. Ich hoffe, das war verständlich erklärt von mir. Wir sind am Ende angekommen.
Ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Und ihr zeigt mir das mit einem Daumen nach oben. Vergesst nicht, meinen Channel noch kostenlos zu abonnieren, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Und somit verabschiede ich mich von euch mit einem schönen Tag, einen schönen Abend und einen schönen Morgen. Ciao! Oh, am Boden, was für eine Tasche! Haben wir ihm da gegeben? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9!